Liebe Schülerinnen und Schüler, und aber auch liebe Ex-Schülerinnen und Ex-Schüler. Das ist normalerweise nicht gut, an einer Rede mit dem Wieder anzufangen. Wir heute müssen wir vom Wieder schwätzen. Weil die Erderwärmung ist ein reales Problem. Mit realen Konsequenzen. Und wir haben keine Zeit mehr. Und dafür ist es umso mehr impressionant, dass wir heute so massiv viel Haut hier sind. Wir sind zu 5000 Manifestanten haut hier auf der Platz. Leib alle gut, das Jahr gauf der 27. Juli zu Stesel mit 40,8 Grad den absoluten Temperaturrekord für Lützeburg gebracht. Den 10. August gauf den Tornado, der viele Häuser zu Kersching und zu Peiting zerstört hat. Glücklicherweise, wie du gewonnen hast, kämen den Blöwe kommen. Auch ungewinnt für Lützeburg, viele Felder und viele Wiesen haben durchstrichend Feuer gefangen. Lo so und da viel, das war schon früher so und war immer schon warm im Sommer. Und das gab auch schon früher Überschwemmungen. Ja, das gab es, mir gab es das an der Frequenz. Aber die für Lützeburg kann sagen, das gilt für die ganze Welt. Wir wissen nicht alle gut, und das an einem ganz anderen Ausmaß. Hier geht es um die Existenz von Millionen von Leuten. Überall auf der Welt holen extrem wieder Evenementen dazu. Wir wissen, dass die letzten 5 Jahre im Weltdurchschnitt die wärmsten waren von den letzten 200. Ein Beispiel von der Erderwärmung, also die Schmelze vom Eis am Nordpol. Aber auch ökonomisch hat der Klimawandel Konsequenzen für die Menschheit. Am krassten, gesagt in dem Sektor von den Assuranzen, kann ein Beispiel geben, dass lange im Jahr 2015 85 Milliarden Dollar ausgesehen für Kompensationen geführt durch Evenementen. Das ist 20 Mal mehr wie vor 40 Jahren. Chers collègues francophones, chers toutes et tous, la pollution de notre environnement et le changement climatique dû aux activités humaines constituent de sérieuses menaces. L'Amazonie, le poumon de la Terre, brûle. Ouragans, cyclones, sécheresses, inondations ne sont plus des phénomènes lointains, mais frappent même nos régions. Ceux qui nient encore aujourd'hui l'urgence climatique, ceux qui dénoncent les jeunes dans le monde entier pour leur engagement en la matière, ceux qui ne reconnaissent pas les réalités frappantes, mais bien ils vivent dans le déni, ils vivent dans une illusion, ou bien ils poursuivent encore bien d'autres motifs politiques dangereux. Liebe Schülerinnen und Schüler, alle gut, der OGBL steht für Werte. Der OGBL steht für Werte wie Gerechtigkeit, Sozialgerechtigkeit, die Rechte von den schaffenden Leuten, Gesundheit, Sicherheit, gut Leben, internationale Solidarität, Sozialgerechtigkeit auf der ganzen Welt und eine umweltgerechte Weltwirtschaft. Und all diese Werte sind in Gefahr, wenn wir die Klimakrise nicht stoppen. Und dafür steht der OGBL hier. Und dafür ist auch Platz von den Gewerkschaften. Genau hier, genau hier und noch in Zukunft. Weil nur zusammen können wir etwas erreichen. Wir stehen heute hier, für Klimagerechtigkeit zu kämpfen. Für eine gerechte Transition.
weil wir müssen es fertigbringen, an eine carbonfreie Gesellschaft zu kommen, ob eine Art und Weise, die sozial ist, die gerecht ist, für alle Leute, unabhängig von dem Land, an dem sie geboren sind, und unabhängig von ihrer sozialen Schicht. Klimaschutz und Sozialgerechtigkeit gehören zusammen. Chers toutes et tous, les personnes les plus démunies sont les premières touchées par les conséquences du changement climatique, alors que ce sont justement elles qui produisent le moins d'émissions CO2. Leur lieu d'habitation est en général à proximité ou même carrément dans les zones les plus polluées, car moins chères. Et en plus, les pauvres ne peuvent pas accéder aux technologies les plus récentes en matière d'habitation, en matière de véhicules, en matière de biens de consommation, qui permettraient une diminution des gaz à effet de serre. Voici la raison pour laquelle toute politique climatique doit être socialement juste. Voici la raison pour laquelle les syndicats ont leur place et leur rôle à jouer aujourd'hui. Voici la raison aussi pour laquelle les syndicats au niveau européen et au niveau international participent cette semaine dans tous les pays aux multiples actions de United for Climate. Aus all diesen Gründen schließt den OGBL sich den Aktionen im Klima an und unterstützt durch Ziele von der Pariser Konvention und darüber hinaus. Was muss passieren? Der OGBL fordert, dass der Umweltschutz muss am Mittelpunkt von allen Betrieben sein, an alle sozioökonomischen Sektoren. Für das gelingen muss noch die Leute, die an diesen Sektoren arbeiten, darauf vorbereitet gehen auf den Klimaschutz. Für das sie Arbeitsplätze aufgesichert können gehen, für das sie weitergebildet gehen und ausgebildet gehen für neue Arbeitsplätze. Aber wir wissen alle gut, dass das etwas kostet. Und dafür brauchen wir eine gerechte Steuerpolitik. Eine sozial-ökologische Steuerpolitik. Im Moment bezahlen Salarien und verhältnismäßig viel mehr für die Großkonzerne und ihre Aktionäre. Das muss geändert gehen. Gerechtigkeit heißt auch, dass jeder nur seine Moyen mit aufhegt. Der öffentliche Transport muss gratis sein. Und er muss aber auch gut sein. Er muss eine gute Infrastruktur haben. Er muss organisiert sein. Es muss so sein, dass es immer mehr Menschen möglich gemacht wird, darauf umzustellen. Es müssen mehr öffentliche Investitionen geben. An erneuerbare Energien, an Ökotechnologien, an Forschung an der Matière. Und schlussendlich muss die Energie, liebe Leute, und der Zugang zur Energie für jeden recht sein. Und dafür muss die Energie an öffentlicher Hand bleiben. Chers toutes et tous, c'est seulement ensemble que nous pouvons y arriver. Pour nous et pour nos enfants. Aujourd'hui est un pas important. Beaucoup d'autres devront suivre. Tous ensemble, nous allons réussir. Merci.